Salut an herzlich willkommen bei Luxplay. Ja, mit der Wettümmer haut Monster, ne? Ich ging meinen. Ja. Ich viel Monster. Ja. Wisst du eigentlich, was Monster so gemeinsam haben? Nee, Sommer. Die einen kannst per Kamera chasen und die anderen mit einer Waffe. Genau wie das in zwei Beiträgen. New Pokémon Snap or Resident Evil Village. Viel Spaß! Also Danilo, Jo. dem heute spielt Hirsch, zählen dann mal aus von dem Heu, gell? Du musst dich am Dunkeln, musst dich hier bewegen. Du musst wirklich rundherum dich gucken, also sonst kriegen sie dich. Du musst Futter geheuen, für sie umzulocken. Weißt du, was du ist? Was sie bis da sind. Du musst fortlaufen dann? Du willst eine Kamera raus und du musst ein Foto von ihnen. Das gibt keinen besonders großen Beitrag. Mit dem einen oder anderen werdet es sicher gefallen. Es geht nämlich um den neuen Pokémon Snap. Die, die noch nicht kennen, werden dann ganz neu, entspannend Weise kennenlernen. Wer kann auch ein Videospiel spielen. Das Prinzip ist nämlich ganz einfach erklärt. Du musst 3 Fotos von den Pokémon machen. Nicht kämpfen, Pokémon sammeln oder in Arenen umtreten. Effektiv nur Fotos machen. Klingt wahrscheinlich für viele Leute ziemlich langweilig, aber ich verspreche, das ist es nicht. Die lernt heute den Professor Miro als seine Assistentin kennen. Hin erzählt dass sie mehr will über die geheimnisvolle Lumina-Pokémon herausfinden. Und dafür muss sie durch die verschiedenen Gebiete reisen, Pokémon und mysteriöse Blumen für ihn dokumentieren. Für das zu machen, kriegt eine Kamera an den Kopf gedrückt. Und der Hauptmission ist, Pokémon auf verschiedene Situationen zu knipsen, sodass der Professor mehr über sie herausfinden kann. Die reist aber nicht nur durch die Gebiete, macht Fotos und das war es dann. Wenn ihr mehr oft durch die Gebiete reist oder mehr an der Story 4 kommt, kriegt ihr mehr Möglichkeiten für verschiedene Pokémon umzulocken, andere Posen zu provozieren oder zu gut aus der Kamera gucken. Für die erste kriegt ihr mal Futter. Und dann den Scanner. Und dann auch ein bisschen spät, wenn ihr mehr lang am Gebiet umgegangen seid, eine Art Kristallkugeln, wo ihr da kann eine Verbindung mit den Kristallblumen bringen. Aber das ist noch lange nicht alles. Dem nur wie eine Interaktion, die mit einem Pokémon ganz am Anfang von der Strecke mittut, hat er teils dort Auswirkungen auf ein anderes Pokémon, was sich da recht spät weiß. Für das Ganze aber dann noch ein bisschen mehr spicy zu machen, gibt es auch Missionen. Bei denen muss ich zum absolut richtigen Moment ein Foto machen, für das die Mission kann aufgeschlossen gehen. Klingt vielleicht dick einfach, mit verschiedenen sind immens tricky und muss ich dick gut aufpassen und teilweise schnell genug sehen und schnell genug reagieren. Du kannst schon mal die eine oder die andere Verzweiflung rumkommen. Heißen nicht Hihi? Oder Hi? Oder wer macht Hi? Hä? Rangeguckt. Pro Gebiet seht ihr dann normalerweise immer ein paar Minuten away. Der schießt ein paar Fotos und die gehen noch vom Professor bewertet. Es gehen 1 bis 4 Sterne Fotos. Für die Pokémon-Sammler einerseits kann ich sich dann noch heuer amüsieren, den Fotodex vollständig zu kriegen. Aber wenn der meint, der Professor hat die Fotos aber nicht gut bewertet, mir gefällt es aber richtig gut, dann kann ich den natürlich auch speichern, ein bisschen bearbeiten. Hier kann ich dann mit Kontrast filtern, auch wie Sticker schaffen, für die Fotos ein bisschen mehr flott zu machen oder zu witzig. Weil ich nämlich ein Online-Profil, wo ich die Fotos posten kann. Also auf der ganzen Welt, wo dann logischerweise auch Pokémon Snap spielt, kann ich 8 Medaille vergehen.
Richtig Interaktion ass ha net. Et geht wirklich just drums fir er Lieblingsfoto zu posten, a vielleicht so Medaillen zu verdeelen. So, und zum Schluss zähle ich noch von der sogenannten Lumina-Zone. Da geht es hauptsächlich um ein Pokémon, was dann schon wie vorhin erwähnt, die spezielle Lumina-Fähigkeit hat, beziehungsweise durch die bestimmten Kristallblumen halt die Lumina-Fähigkeit hat, beziehungsweise Lumina ausstrahlt, wenn ich es so nennen kann. Ja, da ist eben eigentlich süß an dem Gebiet NRW für so gut wie möglich ein Foto von dem Pokémon zu erwischen. Ja, das kann halt ein bisschen mit Wiki sehen, dem neuen Pokémon. Es können sich verschiedene Pokémon noch an dem Gebiet verstoppen, wo ihn da muss finden. Aber so ist es relativ schön gemäht an den Lumina-Effekt, als wirklich ganz, ganz flott gemäht. Und am Großen und Ganzen ist es da doch schon. In den vielen Aktionen in Spielsicht ist er wirklich viel auf der Platz. Erst natürlich, es sieht ihn auch mal Doofieslung und Entspannung. Und dann ist Pokémon Snap genau das richtig. Für die Leute, die den Deal auf der Nintendo 64 schon gespielt haben, ist das Teil praktisch ein Must-Have. Die Nostalgie, die ist überall vorhanden. Das Spiel ist gut durch, wunderschön gemäht und wirklich cute as fuck. Aber genug Spielstunden kann ich auch investieren. Ja, das Pokémon hat schon ziemlich interessant geklungen. Wir wissen, was im nächsten Spiel geschieht. Nee, erzähl mal. Das ist der komplette Konter von Dingen. Du kannst an einen europäischen Stör wohnen, die Leute begrüßen dich freundlich, sie lassen dich mit ihren Hunden spielen, du gehst an ein Schloss angelöten. Die Herrin vom Schloss möchtest du so viel sorgen, dass es permanent sich medischer schickt, wenn du das zu gucken. Das klingt ja mega angenehm. Ja, weißt du, was den Assi da möchte, den jetzt Nee. spielt? Zerballert ob sie. Mit Resident Evil Village geht Capcom mittlerweile an die 8 Runden, was die Hauptserie angeht. Nachdem der 7 der Franchise gekonnt einen neuen Twist verpasst wird, war ich natürlich immens gespannt, was das dürfte alles so zu bieten wird. Me, Moment mal, Werwolf? Vampiren? 3 Meter hoch Frau, Leute! Ist das überhaupt noch Resident Evil? She's asleep. Die Story spielt paar Jahren nom Horror vom Baker House. Den Ethan Winters, also Protagonist, gouf mit Frau Mia an ihrem Baby Rose vom Chris Redfield umgesiedelt und hat keine Ahnung, dass ihm noch etwas viel mehr Schlimmes bevorsteht, wie Pampers müssen zu würsteln. Das Kleid geht dann forward, also fand er irgendeinem Dörferem inklusive Touristenattraktionen wie ein Schloss, eine Fabrik oder das Wasser Funland. Die Fire Lords an ihre Lieder Mother Miranda hunn etwas mit dem Baby Willis. Weil den Ethan sich allerdings sein Number One Dad Coffees-Task will verdingen, geht hier der Kampf mit all dem Gemischtel an. Gameplay-technisch war das hier die klassische Resident Evil Achterbahn. Die musst Rätsel lesen, ob Gegner ballern, für un unzerstörbar Gegner fortlaufen und im Gegner gut erforschen. Waffeköcht seht allerdings das Gear Winke, so hat den Koffer für Resident Evil 4 permanent dabei und muss immer Surplus Waffen, Munition und Heilmittel managen. Crafting von Munition und Co. ist auch mit dabei. Apropos Resident Evil 4. Wen in der guten alten Resi 4 denkt, den denkt auch automatisch an seinen Händler. So ein wird Resi 80 auch ausgelehnt. Allerdings haben wir Timer einem wohlgenierten Tipp zu den sich Duke nennt, und ich auch an der Story so den einen oder anderen Tipp gibt. Bei ihm könnt ihr auch kaufen, Waffen tunen oder Schätze verkaufen. Die begehen auch am Spiel verschiedene Tiere, die ihr könnt und dem Duke Fleisch könnt bringen.
En retour kartiernisch du fir Plan, déi er Stats verbeeren. Wat besonnech cool ass, ass das Dorf net nëmmen e schicken ënnertitel ass fir eng grémech 8 ënner ze kreien, méi et spiel nur eng Zentralroll. Village ass am Verglach zum 7 méi open, also funktioniert Dorf als eng 8 Hub-Area, vun wo dabei die Einzel Lords kommt. All Chaos, wann der an Dorf zurückkommt, kann et sinn, dats der an ein Moier en Hut fir Gebäier opzemen, vielleicht einmal Gegner begéint, an Dir kriegt immer nees Gelegenheit, wärch nach de lächte Schatz oder Waffenupgrade zu kroppen. Verstoppte Rätseln oder so Minibossen sind also schon eng Motivation, für nach de lächte Stehen am Dorf umzudrehen. Herzlich willkommen bei Lux Playcard. Haut machen wir uns ein Resident Evil Village, den Rolls-Royce von der Resident Evil. Und was fängt man an? Wir fangen an mit dem ersten Resident Evil. Klassisch, also ein bisschen tanky, mir geht trotzdem Zerr drauf. Schärf das Messer. Wenn's Resident Evil 8, die versteht. So, und dann schneidet er es. Nicht an so kleine Stecker. Voilà. Und dann Pan, schön warm, und ran damit. Als nächstes Resident Evil 3. So. Publikum hat gerne ein bisschen mehr Schuss, ein bisschen mehr Balla. Dafür ganz ein bisschen Battlefield dran. Aber nicht mehr ein bisschen. Ups, ein bisschen zu viel. Oh, das ist nicht schlimm. Das ist der Leitschmerz trotzdem. Ich wechsle zu. Next. Holt er ein frisch, scheif Bloodborne. Kriegt er überall da, wo die Werwölfe und Vampire gibt. Da gibt er ganze Sache nach dem. Das wird einfach Sanches und Delicious. Vertraut mir. Schön, groß abschneiden. Her, das schon. Das ist der Mix aus Ballern und Horror. Das geht. Next. Ein Drizzle. Aber just ein kleiner Drizzle für Resident Evil 4. Wieso denkt drin? Just ein kleiner Drizzle. Ganz ein bisschen Resident Evil 4. So. Gute Broten. Kurz an den Ofen. Die Wart ein bisschen. Zeit also schmengen. Wir können noch uns im Resident Evil Village gucken. Ja. Das also na da Resident Evil Village dann. Voilà. Me wéi ass dat Dallo mat der Atmosphär an Horror? Hummere Teil mat engem Resi 5 oder 6 ze den? Oder setzt Spiel am Verglach zum 7 Flätz gunnerin op? Ja, dat ass bisse schwierig ze beantworten. Also wat feststeht, leider huet Capcom ha die Sicherschien gewählt, a huet den Horror Beruf geschrauft. Sicher, das kein Chasebild wie den Resi 5 6 oder auch de Feier, für die den zu gern hatten. Me grad den intensiven Ufang vom 7 kräen sei einfach net getoppt. Dat huet sicherlich sing spooky a freaky Momente. Ich sind noch ein dicke Pferde, strategisch sie sowieso bei all gereicht Summe gezuckt. Me zumuls gegen Schluss leite Fokus doch echt am Ballere. Löflich ist allerdings, dass Capcom als eine bessere Variation für Gegner bietet. Und noch Designs sind ziemlich groteske Spaß sind. Und hey, Capcom wird das gerne sogar darüber gedacht, dem Eve einen Charakter zu verpassen. Why is everyone dying on me? This is just too much. Ich muss an dieser Platz auch kurz die Bossen vom Spiel erwähnen. Die sind nämlich meiner Meinung nach leider sogar der schwächste Punkt vom Spiel. Wenn ihr bedenkt, dass der 7 ziemlich erinnerungswert Bosse hat, wie den Jack Baker mit seinem Ketteseen-Duell oder Mama Baker, die ja schon einen Katz am Mausspiel in ein Haus gefangen hält. Ja, du hast es echt
Hey, gesagt einfach, dass den Bosse rausfiest. Was meinst du, was du schießen muss? Oder renn am Kreis auf verpasst Headshots, bis das den Boss durch den Boden neid. Da muss ich leider so ein harte Sieve ganz klar nur vier. Mais bon, wie stinne ich da zu dem Spiel? Das ist sicherlich ein Spiel, wo man Spaß gemäht wird. Und mal so gewissen Teil, die vielleicht so ein Demo erinnert, die nämlich gut. Wink, wink. Ich mich ganz gut unterhalten und ich wollte auch die ganze Zeit herausfinden, wer das da mit dieser Madame Miranda an dem verdammten Dorf auf sich wird. Mir irgendwie wird dem Spiel etwas gefehlt an meinen Augen. Ich meine, das ist sicherlich ein guter Resident Evil, den an der Liga von der Revelations-Dealer spielt. Und versteht mich nicht falsch, ich war ein großer Fan von einer von zwei, also von der Revelations-Dealer. Aber für mit Kaliberen wie den Remake von 2 oder auch der 7 mitzuhalten, ja, da hat Capcom sich müssen an Mengen an mehr trauen. Für die am Anfang genannte Frage zu beantworten, Village ist durch und durch Resident Evil mit allem, was dabei gehört. Und sogar überraschend viele gute Twists. Für ein Sequel wäre ich allerdings froh, weil Capcom nächstes Mal den Slowburn Horror vom 7 bringen. Und auch so clever Gameplay-Mechaniken wie das mit den Kassetten ein bisschen vermisst. Nichtsdestotrotz, ich meine als Resident Evil-Fan, wie sie sich Fried tun in dem Spiel. Und auch von der trotz Resident Evil-Fandom lo nicht könnte man am Spiel aufhängen. Guckt mal so. Next Year geht man ein bisschen Chance, vielleicht Gamescom nicht ab. Und ich kriege garantiert ganz viel schön und interessant Cosplayen zu gesehen. Vom Ethan Winters natürlich. Wen das ist. You ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man-hands on my daughters! And now you even try to steal my property! Damn! Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Ja, und ist eine Moderation überstanden, ne? Genau. Ich bin ja schon ein bisschen stolz dabei. Mir ein Pferdesport, ein Umort zu Resident Evil Village zu bringen. Ohne die Wörter. 3 Meter, Milf, Mami und Goff. Abubis. Bubis. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine, mehr nerven ich auch nicht zu viel, dass ich schlechte Wortspieler, außer mir noch ein kleines Shoutout. Und zwar guckt ihr auf YouTube, Link könnt ihr irgendwo, eine letzte Animationsserie mit dem Titel Skull and Orion. So kleine Clips, kann den gemütlich am Schlafen gucken und, wenn ihr die erste Folge guckt, fand ihr heraus, wieso an all guten Haushalt safe gehört. Viel Spaß! Und da so mehr? Ciao! Mami, du sitzt gerade so lieb. Ja. It's okay. Schocken! Ey,